Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. So, okay, letztes Mal haben wir da gesehen, dass das Dübeli, wir nennen den Hack, hat das Medaillon gegessen, also geschluckt, und wir haben dann die Tube versucht zu fahren. Und dann ist die Schwerverbrecherin Laura hier gekommen und hat gemeint, das sei ihre Tube und hat sie dann beschlagnahmt. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir da hinter in die Bargasse gehen können. I guess. Jawohl. Ist das ein Iku? Hä? Okay. Wetten, das? Okay. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendjemand war am Hallo? Singen gewesen. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Laura. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh, toll. Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Okay. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Ui. Oh, Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Okay, Laura haben wir jetzt schon gefragt, was Dieses hat's mit dem Lied es erinnert mich an etwas. auf sich? Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Okay, that's it. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Ja, Preis, wenn du ist klar verstehst, was gewesen. ich meine. Nicht gratis. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Okay. Deinem Baby ist also kalt? Aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte. Oder den Hunger. Oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, Oh, das tut so, mir so leid. sad. Wie Leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Okay. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Ja, der Robert Zum ist Anziehen für nicht mein der Baby. Host. Aus Erdbeergarn. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern. Ja, glaub okay, mir. klar. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Okay. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Okay. Dann Na würde dann ich auf doch Wiedersehen. sagen... Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Jawohl. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Okay. Wenn sie das zu Hause hat überhaupt. Nein, da kann ich nicht weiter hingehen. Okay. Mal schauen, was wir hier alles haben. Wo fangen wir an? Es hat so viele Sachen.
Oh mein Gott, so viele Sachen. Die Wiege. Ein winziger Asposa, wie putzig. Bald Wie schon wird er putzig. ein Teil des glücklichen Volkes Conroys sein. Ja, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Conroy nicht ganz super ist. I don't know. Türe? Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Nicht mitnehmen. Auftun eigentlich. Aber du sie mal untersuchen. Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Okay, weiter. Eine Kellerluke. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Okay. Was soll ich denn damit machen? Um es einzuschlagen, müsste eine Scheibe drin sein. Okay. Du musst direkt einschlagen, aber du kannst ja vielleicht irgendwie etwas dort rausholen, wobei das wäre ein Diebstahl und das will er wahrscheinlich nicht. Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Do it. Do it. Just do it. Come on. Okay. Was haben wir hier aus noch? Ein Schild. Was? Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Ja, eine Tafel. Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. In die Bar. Okay, es ist kein Zahnarzt. Was? Was kannst du? Ein Phosphos. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch. Aber sie Okay. brauchen Wind, um zu leuchten. Okay, das sind ja die Dinger. Okay. Nein, der Käfig ist sicher verschlossen. Irgendjemand Okay. scheint davon auszugehen, dass man versuchen könnte, das Phosphos zu stehlen. Ich würde es mir ja nur mal kurz ausleihen. Gell? Ich würde es doch nicht gerade stellen, hallo? Okay, jetzt ist es wieder komisch, weil wir haben wieder gar keinen Ton mehr. Okay, kleiner Junge. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Betze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Okay. Karte, Phosphos, Topf, Karte? Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilen. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Der Wurzelwald, Oh. okay. Am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Schroff? Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Why would you do Oh. this? Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Oh Gott, nein. Okay, was? Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Voss. Ich hab ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Ui. Nicht gestohlen, befreit. Befreit, Oh. ja. Klar, aus für die Freiheit, okay. Topf? Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Was? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer. Du Feuer! meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren. Oh, Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien Oh. vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? thank Du you. fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe? So lautet die Antwort Ja. ja. Okay, Schatz der Was ist denn Basilen. der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste.
Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen. Was? Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Okay. Der Gil Na dann, ist Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Weird. Spiel? Okay. Okay, was haben wir da noch? Der Gehstock, können wir den mitnehmen? Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Smart, okay. Was haben wir da noch schön? Versteinerte Raspose. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilen auf sich zu ziehen? Ja, das wissen wir nicht. Zerstörtes Haus. Also entweder hat hier ein Basilenangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Ich habe mal das Gefühl, das wird eher das erste sein. Ich würde doch sagen, wir gehen heute mal schauen, ob wir da in die Bar rein können. Und wir können in die Bar. Oh oh. Was kommt jetzt? By the way, ich finde es wirklich ein mega lustiges Spiel. Und es ist mega herzig gemacht. Auch Dialoge und so sind recht witzig. Okay. Tun wir da wieder eins um das andere mal. Spielautomat. Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal und dann nochmal. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch schon gesehen habt. Hinter das Bild dort bei der Bar. Ist wirklich super schön von dieser Bar. Okay, loser Faden, Drehstuhl. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Yep, Windmönch. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut Okay. er denn da? Wenn ich es nicht besser spielt. wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Uiuiui, richtige Suchti, hä? Okay, schauen wir mal, ob wir mit dem irgendetwas können anfangen Na komm schon. Oh Mist. Hallo? Wow, ihr seid doch Maleus, der Windmönch der Täler. Ah, was so? Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue Robert. mich so, euch einmal persönlich. Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Laura, Automat, Laura. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. was? Ach, vergiss es einfach. Okay, Was Automat. tut ihr denn da? Ich meditiere. Meditieren, ja, Es sieht klar. aus, als würde es Spaß machen. Spaß. Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was, Ich suche nach Erleuchtung. in dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet. Es Okay. ist sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie. Okay, well, ich glaube, das langt. Er hat ja jetzt aber so ein Gewand aus dem Erdbeer. Also es ist ja Erdbeer geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Gut, ich gehe jetzt. Gleich. Und wir brauchen irgendwie, Nur diese Seine spielen noch. von dem Material. Ein loser Faden, okay. Den nehmen wir mal mit. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Oi, Was okay. wird das? Ach, nichts. Nicht. Können wir den losen Faden irgendwie mitnehmen, ohne dass er es merkt? Ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas bringt, wenn wir das dem da hier geben. Nein, jetzt ist nicht... No. Okay, was haben wir hier noch? Kaugummiautomat. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Was? Gehen wir mal zum Gastentinger.
Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Okay, was haben wir da sonst noch? Können wir es auch da mal ein bisschen übergehen? Schlafender Gast. Warum sind die hier alle im Pennen? Sind die alle so betrunken? Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Was? Herzchen, der ist betrunken. Ja, Oh, Kisten. was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe Okay. und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Okay. Verlockend. Nicht wirklich, hä? Was haben wir da noch? Garderobe. Ein versteinerter Asposier, okay. Ein Why? weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Können wir denn da nicht irgendwie den Dings da mitnehmen? Auch nicht. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Ja, okay. Ein Wolof. Was ist ein Wolof? Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Ja, bunte Flaschen. Ansehen. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Ja, das ist auch der komische Saft, den da alle macht, dass sie so glücklich schlafen. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Red's Alkohol. Zuerst noch, bevor wir mit der Barkeeperin reden, das Gemälde an, das ist ja wirklich wunderschön. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Oha. Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Nicht gerade sehr eine nette Aussage gewesen vorhin. Okay, Bardame. Hallo. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Etablissement. Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Oh. Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Ja, Robert, Dann ich weiß gar nicht, ob er vielleicht schon genug einen alt ist. Schädelknacker? Einen Lavaströme. Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Was habe ich jetzt? Der Danke sehr. Lavaströmer? Ich, trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Okay, Haben Sie Laura. ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das Indirekt. kann ich mir vorstellen. eigentlich gehört zum Tut mir leid, Conroy. Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Sad, okay. Wolof? Oh, ein kleiner Wullof. Ja, süß, nicht wahr? Mhm. Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn Oh. an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Okay. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Ja, das glaube ich wirklich schwer, okay. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen 3. Der da, die alte Kneifzange, kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht. Okay, dann glaub ich's nicht. Das, okay, Sitzt er denn wirklich jeden Tag frag mir hier nochmal und nach dem spielt? Windmönch.
Ah, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Okay, Straps. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen, wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Ja, das braucht vielleicht noch ein Zeitchen. Drauf denn? Ach Gott. Vielleicht doch nicht. Er ist nicht, der Robert ist wirklich nicht der Hellste, okay. Sitzt der denn wirklich jeden Okay, das Tag? haben wir schon gehört. Als der alte den Ja, bekommt. ja, okay. Straps haben wir auch schon Tschüss. gehört, genau. Pass auf dich auf, Schätzchen. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass wir hier bei diesem Stuhl vielleicht können mit dem ist das nicht loser Faden, nein, sondern ein Drehstuhl. Warum sollte ich das tun? Okay, ich denkt, vielleicht funktioniert das. Das war doch jetzt... Ja, das geht natürlich auch nicht. Nein, Nope. jetzt ist nicht die... Vielleicht haben wir es im Windmönch gegeben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder auch nicht, vielleicht. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, das war geraten. gewesen. Ja, was machen wir denn mit dem Zeug? Vielleicht den Korken? Oh! Verkorkter Lava, okay. Vielleicht, ich weiß auch nicht warum. Den Nagel reinstecken? Das war doch jetzt geraten. Das mache ich nicht. Okay. Das da- könnte Spaß machen. Ja, Bringt aber nichts. Das wäre fast so ein bisschen Voodoo-mässig, hä? Das machen wir jetzt nicht. Und ich glaube nicht, dass wir das da mit dem hier auch Das können. wird nicht klappen. No, das wird nicht klappen. Okay, was haben wir jetzt da für verkorkten Lavaströmer? Was bringt uns der jetzt? Ja, testen wir doch mal, ob das irgendetwas hier machen kann. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Warum sollte ich da... Ja, das weiß ich aber auch nicht. Naja, dann... Nope, Ich glaube nicht, dass das funktioniert. nope, Warum so... nope. Das war doch... Nope. Ja, wir probieren es echt durch. Aber bei den unlogischen Sachen, warum ist er jetzt verkorkt? Das ist jetzt die Frage. Also wir haben jetzt einen verkorkten Schnaps. Das wird nicht... Ja. Das wird... Nope. Das wird... Nope. Warum soll... Nope. Warum soll... Nope. Das mache ich... Nope. Nein. Okay, well, I guess, dann können wir doch mal eine Runde raus wieder. Bar verlassen. Ja, also manchmal muss ich schon sagen, es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich gar nicht so einfach, was wir da alles können machen. Detze. Der grosse Abenteurer Detze. Der Gehstock. Was können wir denn mit dem Gehstock machen? Das habe ich jetzt noch nicht... Ah, das ist ja gar kein Nagel, eben ja. Wo ja vorhin gemeint ist, ein Nagel und dann kann es ja Voodoo sein, aber Gehstock und eine Puppe gibt nicht Voodoo, I guess. Ja, was machen wir jetzt denn? Können wir mal da hingern? Kann man da schon hingern? Zum Windbrunnenplatz. Es geht. Okay, jetzt Rätsel auf mehreren Levels. Mal schauen, was uns dahinter erwartet. Laden. Punkt. Okay. Wir sind hier irgendwo weiter. Was denn dort? Ah, ne. Hallo da oben. Könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund? Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Gefangenschaft? Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Oh. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Okay. Gegen meinen Willen. Okay. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ah, okay, that's Ihr müsst it. der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte.
Schneider. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Der wird uns behilflich sein. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also du bist Schneider. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Okay. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Das leider Gott, nicht. seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Als Liebling. Ein Leibchen. Also nur, wenn du willst. Holst du mich dann hier raus? Oh Gott. Ich Er weiß, wird so Conroy hart hat mich raus. hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Eingesperrt. Aber lieber bin ich versteinert, als noch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und, was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Ah, super. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, was ich seit langer Zeit hatte. Das Okay. ist wirklich tragisch. Aber um noch mal kurz auf das Leibchen Okay, zurückzukommen. er braucht Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Nadeln. Was hat er gesagt? Nadeln, Erdbeergarn und das Strickmuster. Okay. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der 3 Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Ja, Baby das ist. besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Okay, und Nadeln vielleicht? Ein Gehstock geht vielleicht als Braucht ihr eine Nadel. unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nämlich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Okay. Das Muster. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Perfekt. Ich habe das Gefühl, vielleicht können Okay, wir... ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Vielleicht können wir die Puppe die Puppe hat ja auch so ein Gewand. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, in dem Fall. Sonst hat es da unten gerade nichts mehr. Und was wir da oben aus haben. Okay, das hat viel hier. Das ist der Windbrunnen dort unten. Was haben wir das da? Okay, ein Syndomat. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Ja, das ist sehr geil angeschrieben. Wenn wir mit dem Syndomat doch mal reden. Nenne deine Sünde. Ach Gott. Keine Sünde. Kleine Sünde. Keine Sünde, kleine Sünde, keine Sünde. Kleine Sünde. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Oh, das ist mega traurig. Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet: Gib dir selber eine Ohrfeige und Büße. Was? Und wenn ich keine Sünde? Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Nenne deine Hörst mir gar Sünde. nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ich schätze, Was? ich gehe. Nenne deine Sünde. Oh Gott. Nein, Okay. ich wollte wirklich nur... Nenne deine Oh bitte, ich Sünde. will weg von Ich hier. gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Okay, wir haben es doch noch geschafft, weg von. Ausgabefach, Anzeige. Ich komme nicht ran.
Ah, dort hat vielleicht eine Nadel dran oder irgendwie so etwas. Der Zeiger hat nur leicht ausgeschlagen. Ich bin einfach nicht sündig genug. Heisst es, ich muss jetzt eine Sünde begehen? Ausgabefach? Ich frage mich, wie Minzbonbons uns von unseren Sünden erlösen sollen. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich ein Minzbonbon. Okay. Dann reden wir nochmal mit Nenne dem. deine Sünde. Aber ich habe... Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Oh nein, Nein, nicht schon wieder, nicht schon ich wieder, gehe nicht schon jetzt wieder. Nenne Okay, jetzt können wir da nochmal einfach eins nehmen. Ich brauche nicht noch. Ah, aber okay. Ich würde sagen, Windbrunnen. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Okay, schauen wir noch schnell, was wir da Ich können komme nicht machen. dran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Wie willst du den Brunnen bitte schön noch mitnehmen? Vielleicht können wir ja mit dem Minzbonbon in den Brunnen Viel zu hineinschießen. weit weg. Okay, das funktioniert nicht. Okay. Wie geht's weiter? Ich würde sagen, fahren wir nächstes Mal. In 3 Tagen geht's weiter. Genau hier, wo wir jetzt eigentlich aufhören. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen. Habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!